Hey liebe Leute, Mr. J. Mike, heute mit einem neuen Commentary, und zwar geht es um die Verbesserungen vom neuen Patch, wo wir gestern vielleicht gesehen haben, dass wir das Game haben müssen beenden, dass wir es aktualisieren können, dass wir wieder mit den Kollegen spielen können. Und es geht einfach um die wichtigsten Sachen, wo eigentlich den Patch verbessert haben. Und der erste Punkt ist zum Beispiel Gewandtheit, der Perk, den wir kennen. Früher war es so, wenn man mit dem Perk Gewandtheit angeschossen worden ist, ist der Bildschirm recht rot geworden. Und das haben sie jetzt verbessert, also es sollte nicht mehr so rot werden, dass man wirklich eigentlich noch aus dem Fenster raussieht. Das ist eigentlich die erste Sache, die verbessert worden ist. Die zweite Sache, die Hardcore spielen, der Wächter, der ist wirklich nicht mehr so stark, der ist abgeschwächt worden. Sagen wir mal, es hat etwa 3 Wellen gebraucht im Hardcore-Modus und dann ist man gestorben. Wir kennen es auch schon genug im normalen, zum Beispiel im Herrschaft, braucht es, wenn man einmal falsch reingeraten, ist man eigentlich tot. Und im Hardcore-Modus hat man ihn eigentlich gesehen und man ist tot gewesen. Wie der Buddhist Gamertag eigentlich sagt, es war eine reine Laserwaffe gewesen. Der ist wirklich abgeschwächt worden, wirklich gute Sache meiner Meinung nach. Und was haben wir eigentlich sonst noch? An der Waffe ist eigentlich nichts verändert worden und auch sonst allgemein an den Perks, Maps. Was einfach verändert worden ist, sind allgemeine Bugs. Ich habe nachgelesen, es sind Bugs, die ich gar nicht gewusst habe, dass sie eigentlich gibt. Und eigentlich, sage ich mal, 90% von diesen Bugs habe ich nicht gekannt, dass es sie gibt. Einfach vielleicht noch eine wichtige Sache. Früher hat man, wenn man von einer gegnerischen EMP-Granate getroffen worden ist, dann hat man seine eigene eigentlich vor die Füße können rühren und dann ist man geheilt vom EMP-Effekt. Das gibt es jetzt nicht mehr. Der ist gepatcht worden. Finde ich eigentlich ganz lustig, dass man sich selber stunnen kann. Und dann ist man wieder gesund. Finde ich eigentlich gut, dass der gepatcht worden ist. Das sind eigentlich die 3 wesentlichen Punkte, die verbessert worden sind mit dem Patch. Und ja, das mal zum Patch. Plus, was habe ich noch? Ja, heute wirklich ein riesen Fail passiert. Ich so, hey, könnte man eigentlich die neuen Maps abladen bei Exo in Xlibris. Die 50 Franken PSN Store Card kaufen, extra aufgerubbelt, eingegeben den Code. Und dann dachte ich, hey komm, ich kaufe ein neues Map Pack. Und ja, dann habe ich gelesen, der kommt erst am 28. Februar, also ein riesen Fail von mir. Ich dachte, das sei auf der PS schon aus. Ich bin einfach zu faul gewesen, den zu kaufen. Ja, was haben wir sonst noch? Für all die Vogue.ch kennen, ich bin heute am Morgen aufgewacht und habe als allererstes auf Facebook die Nachricht gesehen von Vogue, dass heute von Sony, also Sony, die Hersteller zum Beispiel von der PS3, ein Meeting haben und höchstwahrscheinlich wird heute Abend 12:00 Uhr die neue PS4 vorgestellt und die machen einen Livestream auf ihrer Homepage. Ich tue den Link in die Beschreibung rein, könnt ihr dann vielleicht, wenn ihr um 12 Uhr wach sind, schnell reinschauen. Und sonst mache ich morgen ein Video darüber mit Bildern, wie die PS vielleicht gerade aussieht, mit den neuen Engines, die drin sind. Ich habe alles das, was eigentlich in der PS drin steckt. Ich denke mal, was wichtig sind, also die Punkte, vielleicht das Design, der Preis und die Leistung, das wird sicher im Video vorkommen. Ja, was habe ich sonst noch? Bevor wir ins Wallis gegangen sind, habe ich noch von jemandem eine Frage bekommen, also einen Kommentar auf einem Video. Und zwar ist es darum gegangen, ob sich der USB-Internetstick lohnt. Ich habe dann zurückgeantwortet, lass uns das schnell im Wallis testen, damit wir dann wirklich zu 100% Bescheid geben können, sollst du den kaufen, sollst du den nicht. Und wie gesagt, wir sind ja eben im Wallis gewesen. Es ist ein USB Huawei Stick und der kann bis zu 4G, also das ist das neue LTE-Netz, für die es kennen. Wenn ihr ein iPhone habt, könnt ihr jetzt wirklich umschalten und dann könnt ihr wirklich abladen und wirklich gute Verbindung bis zum Bach runter. Und wir haben es ja probiert und am Anfang hat es wirklich ein bisschen düster ausgesehen, aber nachher, wo wir wirklich die richtige Position gefunden haben, halt in dem Schale oben in den Bergen, haben wir wirklich bis zu 11 bis 15 Megabyte können abladen. Also das ist die Verbindungsqualität von der PS. Und das ist wirklich saumässig stark. Der Kollege jetzt da hat in der WG hat 9,9 Megabyte Leitung. Und zwar
gerade Wi-Fi neben dem Modem und wir haben eine bessere gehabt mit dem Stick. Also ich kann es euch nur empfehlen, einfach Kostenpunkt. Ich habe im Swisscom Shop schnell geschaut, kostet 189 Franken. Dann habt ihr den Stick, dann habt ihr einfach einen 2-Monat-Vertrag und die Monatsgebühr kostet 69 Franken pro Monat. Also könnt ihr wirklich mit, sage ich mal, knapp 280 Franken rechnen. Handgelenk mal Pi. Und einfach ein wichtiger Punkt ist, ihr habt wirklich nur 10 GB, also ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen 10 GB. Wir haben wirklich Angst gehabt, dass das für eine Woche nicht langt, aber wir haben pro Tag nicht einmal 1 Giga ausgegeben und wir haben wirklich den ganzen Tag gezuckert. Also wir sind sicher, sage ich jetzt mal, 14 Stunden am Zocken am Stück. Natürlich, was wirklich frisst, ist, wenn ihr nachher mit dem Stick zum Beispiel irgendwelche Videos auf YouTube laden, dann kostet es ein Megabyte, und zwar so viel, wie euer Video gross ist. Also dort vielleicht sparen, wirklich rationieren, mal schauen, wie viel brauchen ihr und wie viel wollt ihr eigentlich ausgeben. Aber sonst, als ich wirklich in den Bergen oben haben wir einen guten Empfang gehabt. Für die sich nicht sicher sind, was habe ich für Empfang an dem und dem Ort, gibt es auf swisscom.ch gibt's eine kleine Map, da könnt ihr wirklich eingeben, der und der Ort, und dann seht ihr wirklich, welche Verbindungen ihr wo habt. Haben wir am Anfang auch gemacht. Wir sind wirklich skeptisch gewesen und das hat sich wirklich bestätigt. Also ich gehe mal davon aus, wenn es bei uns in den Bergen funktioniert hat und die Anzeige wirklich gestimmt hat, weil wir haben wirklich eine gute Verbindung gehabt, dann sollte es eigentlich überall auch funktionieren. Ich denke mal, vielleicht auf dem Matterhorn wird es ein bisschen schwieriger, aber sei dahingestellt. Ja, jetzt noch schnell zum Hintergrundvideo, bevor das Video eigentlich fertig ist. Da spielt er auf mit dem Account von Swiss Devcode, und zwar mit der PDW 57. Und dort hat er erweitertes Magazin und Schalldämpfer, und als Abschusserie hat er Orbitalsatellit, Lotser und Hund, also unsere schöne Webhaus. Und als Extras hat er Hardliner, Geist, Plünderer, Zähigkeit und Taktikmasken. Mich dunkt, Taktikmasken und Techniken werden langsam immer wichtiger, weil doch die Claymores, S-Minen und die hohen Sackmesser doch überall stecken oder irgendwo liegen. Und ich finde es sowieso eine gute Sache, immer mit dem Techniker rumzulaufen. Erstens mal zum Verzögern und zweitens mal sieht man immer den ganzen Müll, der am Boden liegt. Ja, ich komme langsam zum Schluss. Das Video ist bald fertig. Wie erwähnt, heute Abend vom Sony's Meeting höchstwahrscheinlich über die PS4. Wenn ihr könnt, schaut rein. Den Link tue ich in die Beschreibung. Es ist eigentlich der Link zu der Homepage, aber dort sollte auch das Livestream sein von Sony. Wenn ihr es nicht anschauen könnt, kommt morgen schnell auf unseren Kanal vorbei. Wir versuchen natürlich ein Video zu erstellen, wo ihr seht, was an diesem Meeting eigentlich alles besprochen worden ist. Natürlich in der Hoffnung, dass wir PS4 sehen, mit den ganzen Gadgets und was eigentlich alles in der PS4 steckt. Ja, in dem Sinn wünsche ich euch eigentlich einen schönen Abend. Wenn ihr nicht wisst, was machen könnt, entweder ein bisschen zocken oder schauen Fußball. Heute spielt Barca gegen AC Milan. Und natürlich sind wir doch alle für den AC Milan. Und in dem Sinn wünsche ich euch wirklich einen schönen Abend. Macht's gut, habt's gut. Ich melde mich ab. Schönen Peace und out.